Die Prüfungen nehmen niemals ein Ende. Außerdem im Himmel. Hier könnte es sein, dass wir bald schon mehr oder weniger durch sind mit allem. Willkommen zurück, Freunde, zu Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und ja, wie ihr seht, wir haben hier schon einiges, was heißt einiges, wir haben schon sehr viel gemacht hier. Großareal, was noch fehlt, ist hier die Donnergroll-Inseln. Da ist momentan noch kein Zutritt. Liegt wohl irgendwie an der Story oder so. Müssen wir später nochmal ran. Aber ansonsten haben wir schon viele Schreine hier oben auch schon gemacht. Und ja, einer noch hier fehlt, einer der wenigen, die hier oben noch fehlen, ist der hier. Ich glaube, nachher müssen noch 3 oder 4 Stück sein, wa? Für diese Labyrinthe selbst. Und da drin sind ja auch noch irgendwelche Schreine. Gehe ich mal stark von aus. Fallgeschwindigkeit. Okay, warte mal. Erstmal wieder mal umziehen. Was Orni sieht, war jetzt zwar cool, aber jetzt auch lang genug angehabt. Können wir das Gewand anziehen, wa? Hat schon irgendwie was. Eine Kombi. Obwohl. Und noch besser aus. Und dann komme ich mit der hier. Ich könnte eigentlich auch mal die doppelten Dinger mal verkaufen oder so. Naja. Später mehr dazu. Moment. Gerade verpasst. Fallgeschwindigkeit, okay. Fallen. Vielleicht auch irgendwie mit Zeitlupe und so. Okay, nehmen wir hier Strom, wa? Ah, nee. Oh. Ich habe eine Idee. Moment. Könnte es sein, dass die Truhe... Jo, die ist da hinten. Oh. Eine Energiesphäre und eine große auch noch. Dankeschön. So, hier muss man im gleichen Prinzip hoch. Okay, hier wären auch schon wieder fertig. Moment, braucht die Kugel da? Die Kugel da? Oh. Dankeschön. Ah, Mist, okay, ich verstehe. Ich verstehe. Ich habe nicht gesehen, dass die da auch wieder wegfliegt. So. Vermutlich während des Fluges, wa? Ich meine, im Prinzip cooles Rätsel, schon mit der Schwerkraft, aber nein, man, schwierigkeitsmäßig oder so. Ist halt das ähnliche Problem, was man auch bei Breath of the Wild hatte. Es hat einfach zu viele Schreine. Ich hoffe, dass das Experiment soweit die Entwickler sagen, jo, das war nett und so, aber künftig machen wir das bitte nicht mehr. Weil, naja. Die haben jetzt gegen die Schreine selber, aber doch nicht so viele, also ganz ehrlich. Schon im Vorgänger 120 war es zu viel, hier sind es 152, da ist noch viel mehr zu viel von dem her. Also irgendwie 50 oder 60er hätten locker gereicht. Locker.
Gut, also das ist gemacht. Wir hatten noch Prüfungen hier drin. Ich muss aber, glaube sowieso erstmal von unten her noch rein. Ne? Wir haben hier jeweils auch noch so Dinger. Wo sich auch noch andere Dinger, viele Dinger sind. Schrein natürlich. Und ja, das heißt, wir gehen jetzt mal zurück nach Kakariko. Weil, wo soll es sonst hin? Im Himmel soweit, beziehungsweise doch nichts gefunden, außer eben, man sagen könnte, hey, dank der Macht der Weisen wurden unsere Sonar-Ruinen, die ganzen Erdfragmente in den Himmel geschossen, um vor Ganondorf in Sicherheit zu sein und seinem Miasma und seinen Schergen und so. Ist natürlich auch cool. Aber, dass wir nicht zur Donnergroll-Insel kommen, natürlich auch zum Teil ein bisschen verdächtig. Und vor allem, Freunde, nicht zu vergessen, ne, wir haben hier unten noch den Part mit... Okay. Den einen Part, wo es darum ging, dass wir einen Kranzruinen, was glaube ich sogar die hier, nicht untersuchen durften. Angeblich wegen Zelda. Wir wissen mittlerweile, dass das eine Fake-Zelda war. So. Ja, der Shop war. Cool, haben wir genug, da ist kein Problem. Ein paar mehr Augen und so können eh nicht schaden. Pfeile hätte er gerne alle. Da gehen wir wirklich langsam sich raus. Dankeschön und tschüss. Yippie, yippie, dai. Grenze verkaufen. Ach, die Grenze. Die Kretze. So. Das sind die Typen. Dann machen wir später. Jetzt geht es mir erstmal um die Kranzruinen hier selber. Das bedeutet ja, genau, um die Dinger. Oh. Wir haben ein paar gefunden. Oh. Ah. So, wie viel haben wir wirklich insgesamt? Ne? Das nehme ich jetzt schon Wunder. Appell von Südeldin, okay. Oh. Epos über Hyrule. Die Ohren verzaubert von König Raurus Gesang, die Augen von seiner Schwester Mineros Tanz. Mein Herz schließe vom Blick, den Königin Sonja übers Volke schweifen ließ. In ihrem Dienste zu stehen, heißt viel Mühsal, doch noch mehr Glück. Mögen der königlichen Familie nicht nur meine Liebe und Respekt, sondern auch ewiger Fortbestand beschieden sein. Sangen und tanzen, während Königin Sonja ihnen zusah. Mhm. Wieder 100 Rubine? Alter! Ja, noch welche. Oh ja, kein Zweifel, wir haben hier ganz klar ein Vers über den Epos. Folgendes. Des Königs von Hyrule, edle Königin ist Sonja, eine hohe Priesterin der Hylia und von Geburt eine Tochter des Erdenvolks. Ja, macht Sinn. Spricht Sonja zu ihrem König, so senkt sie nie den Blick, an ihre Frage auch der Kühnheit nicht entbehren. Stets leitet der Gemahl sein Ohr, auf das er vom Begehr des Volks erfahr. Naja gut, ich meine, wenn ja hier auch nicht die Theorie besteht, dass nicht nur alle Zeldas in der Geschichte, sondern generell eben auch die anderen Mütter, Großmütter, Vorfahren halt der Zeldas, quasi auch Reinkarnationen von der ursprünglichen Göttin Hylia sind, mag mir das nicht wundern, wobei alle können es natürlich nicht sein, ne? Wenn zum Beispiel eine Zelda geboren wird, die ist die Reinkarnation von der Göttin Hylia, kann nicht ihre Mutter gleichzeitig das auch sein, außer wäre bei der Geburt oder vor der Geburt gestorben, aber vor allem vor der Geburt, ne? Oh. Königin Sonja, also Rauru geheiratet hat. Oder ich nie so richtig verstanden habe, warum die hier halt Sonja hieß, nicht auch Zelda. Ah. Weil es hieß ja eigentlich immer, also zumindest früher in der Geschichte hieß es ja von wegen, dass jede Prinzessin Hyrule Zelda getauft wurde. Naja. Ich meine, ist ja, wenn man jetzt so will, oder das Ganze ist ja auch schon tausende von Jahren her und so, also war das auf eine alte Tradition. Und die haben sich damals gesagt, scheiß drauf, hab keinen Bock mehr drauf. Oder vielleicht haben zusammen mit Ganondorf und so, oder Ganon, und sie gesagt hat, hey, der Name Zelda ist verflucht, wir nennen unsere Tochter nicht mehr so. Oh.
König Rauru, so weise und doch kühn, schleicht sich zuweilen von einem Hofe auf zur Jagd. Königin Sonja, ihm in Weisheit gleich, was ihm seinen Drang rufen, steht zurück zur rechten Zeit. Ah ja, Weisheit und Mut, ne? Und Ganondorf mit der Kraft. Ich verstehe. Du stehst über mir, oh meine Königin. Oh. Winkelschlangen jagen zu gehen. Warum das überhaupt ein Sohn auf Jagen geht? Ja gut, ich meine, wir wissen eigentlich nur, dass die angeblich Nachkommen der Götter sein sollen, ne? Die vom Himmel herabgestiegen sind. Ob das wirklich so ist, wer weiß. Wir hatten ja auch andere Völker aus dem Himmel schon. Die Himmelsvögel natürlich, aus Skyward Sword, wo viele irgendwie gedacht haben, gerade bei Breath of the Wild, von wegen, ey, was sind die Orni aus denen entstanden? Oder auch wie ist schon wieder das Volk aus Twilight Princess, die Cumulas. Ja, auch ein Himmelsvolk. So, ein paar haben wir noch. In Altylianisch. Heute Abend brach die Nacht an, ohne dass der König in unser schönes Schloss zurückgekehrt war. Königin Sonja sprach daraufhin zu mir von den Schreinen, die allerorts verstreut mit grünem Licht das Land erhellen. Auch sprach sie von den Monstern, die erschienen, nachdem das Königreich Hyrule eine Weile schon bestand. In den Monstern soll auch eine Gefahr fürs ganze Land, war demnach alsbald von unserem Königspaar der Kampf angesagt. Unterdrückt mir ihre Kraft von Licht und Zeit, von eigens erbauten Schreinen vermeintlich für die Ewigkeit gebannt. Als Bannschreien sind sie im ganzen Land bekannt. König und Königin sei mein Dank für all das gewiss, was in meiner Jugend taten, sodass ich in Frieden leben kann. So war der Text. Die Bannschreine. Ja, jetzt sind die Bannschreine wieder zurück und die Monster natürlich auch, war aber ja. Die Bannschreine immer dort dabei helfen, irgendwie die Monster zu halten. Habe so meine Zweifel, ehrlich gesagt. Des Königs ältere Schwester Mineru forscht so vertieft, dass sie Nahrung und Schlaf vergisst. Ich bin in Sorge um sie, doch ihr zu helfen bleibt mir verwehrt. Sie sagt, ein Konstrukt erschaffen zu wollen, in dem sie fortleben könnte, wenn der Tod sie ereilt. Es würde ihrer Seele als neues Gefäß dienen, sobald der Körper dazu nicht mehr tauglich sei. Wenn ich all dies von der Herrin Mineru selbst erfahren habe, will ich es nicht glauben. Was ganz so irgendwie die Rede davon war, dass sie die Weise des Geistes wäre. So wie ursprünglich ja Nabooru aus Queen of Time. Ein Vers über Hyrule, also wenn man steht da folgendes. An diesen Tagen mit ungewöhnlich schönem Wetter werde ich mich einer Prinzessin zum Hofe vorstellen. Sie sei, so heißt es, entfernt mit der Königin Sonja verwandt, doch er weiß nur, wie der delikate Name klingt. Zelda. Ihre Tracht gleich nicht dem, was man hier trägt. Plötzliches Erscheinen hat für so manch gerunzelte Stirn gesorgt. In ihrer Manieren, in der ganzen Anmut jedoch gewahr wird, für den gibt es keinen Zweifel, dass sie von Sonjas Blut ist. Das Sofa anzubieten. Weiter faszinierender Bericht. Okay, ist ja das Sofa, also. Unglaublich, faszinierend. Das muss ich sehr gemacht haben. Und nochmal 100 Rubine. Mann, der muss ja Kohle haben, ey. So, dann steht da, dieser Tage geht die holde Zelda in Begleitung von mir als Zofe bei des Königs Schwester Mineru ein und aus. Es wurde ich Zeuge, wie Mineru der Prinzessin ein Konstrukt immensen Ausmaßes präsentierte. Zeldas Interesse war sogleich geweckt, noch mehr so, als ihre Nachfrage ergab, dass man auf dem Konstrukt reiten kann. Entgegen von mir vorgebrachter Einwände machte sich umgehend daran, dieses Ungetüm zu besteigen. Einen Zweifeln zum Trotz ritt sie das Biest und lenkte und lachte, als hätte sie ihr Lebtag nichts anderes getan. Ja, typisch Zelda.
Ja, an seinem Hofe stiegst du gleich noch viel weiter an. Oh. Ja, durchaus interessant. Ne? Also Zelda hat es auch mit Minero gut verstanden. Wir suchen ja eigentlich sie. Und ich hoffe irgendwie ihren Geist, obwohl ich eigentlich die Hoffnung hatte, dass wir quasi wie bei ihr auch einen Nachfolger finden, in dem Sinne einen Sheikah, der Ding übernehmen wird. Ihren weißen Posten. Auch wenn natürlich die Sheikah bei Breath of the Wild im Vordergrund standen, ja, mit ihrer Technologie und so. Ich hätte es trotzdem, oder ich würde es trotzdem cool finden, ich sag's mal so. Hatten wir bei The Wind Waker damals ja auch, war? Wie aus einem Zora-Weisen nachher ein Krog-Weise wurde, beziehungsweise aus einem, warte, Moment. Zora-Weise. Aus einem Zora-Weise wurde ein Orni-Weisen. Aus einem, der Krog-Weise, der kam ja aus den Kokiris. So, jetzt. Oh. In heutigen Zeiten ist Kleidung gemustert mit Pilzen der letzte Schrein allen Schichten unseres Volkes. Mit Pilzen? Jetzt sagen wir nicht, dass Mariana zu Besuch war. Die ursprüngliche Mode entsprang in dem Tag, als ein Schneider kam ins Schloss, um präzise neu zu kleiden. Als in ihrer Heimat erfreute. Farben die leuchtenden Pilze, wie sie im Wald stehen, trug man dort ganz gleich, ob jung oder alt. Naja. Oh. Wäre ein Hinweis auf Strifers wäre mal ganz nett gewesen. Also wie es jetzt noch. Pilzmode. Der Mario wird sich freuen. 4, oh. Okay, bin gespannt, wie wir das schon haben. Oh. Es geht ein Gerücht, dass eine seltsame Frau des Nachts durchs Schloss irrt. Was sagen diese bereits erspähten? Sie dachte, dass es Zelda bis aufs Haar hingegen fehlt ihr im Auge, der Glanz, der Blick beinahe, als sei sie tot. Oh, das heißt also, hier ist schon Ganondorf im Zuge, wa? Also das ist hier eigentlich schon die Fake-Zelda. Dazu befragt war Zeldas Bestürzung groß, als noch keinerlei Erinnerung an Wandeln zu unendlichen Stund. Langsam böser Geister und Monster gar, kaum tue ich in der Nacht auch nur ein Auge zu. Oh. Macht irgendwie Sinn, weil wenn Ganondorf das Attentat auf Sonne geplant hat, wie wir in einer Erinnerung gesehen haben, wäre es natürlich gut zu wissen, dass auch diese Person, in dem Fall Phantomgan, irgendwie im Schloss auch auskennt, ne? Und auch wissen muss, wo vielleicht Sonja sich zu welcher Wurzel immer befindet, wegen täglicher Gewohnheiten und so. Das macht schon Sinn. Okay, noch 3 wird spannend. Wie viele uns zum Schluss noch fehlen? Wenn ich Pech habe, fehlt genau noch eine einzige. Auf ein Hyrule im Untergrund. Ja, doch. Oh. Hyrule war noch so jung und sah doch schon vielen Widrigkeiten gegenüber. Drum war König Raurus Schwester Minero überzeugt, dass man bis in alle Ewigkeit dagegen gefeit sein soll. Außer Prinzessin Zelda, dass die Zukunft schon entschieden sei und ein Held der Hoffnung im Himmel erscheint. Gemeinsam ging als Held der Minero ans wackere Werk ihm beizustehen. In dem Tempel der Zeit geboten sie, sich in den Himmel zu erheben, damit ihm nichts Böses etwas anhaben kann. Auf diesem Wege soll das Königreich in der Zukunft seine Rettung erfahren. Himmelwärts zu heben. Oh, ich kann ja viel tun, darum bat der Minero, die Schrift auf meiner Schrift himmelwärts zu heben. Oh. Interessant ist es durchaus, nur Oh. was ich halt hier ein bisschen vermisse, ist noch Eintrag über den Tempel der Zeit, den wir schon am Erdboden kennen, ne? Auf der Ebene von Hyrule. Wo wir eigentlich alle wissen, hey, das muss der aus Ocarina of Time, Twilight Princess und so sein. Aber trotzdem. Oh. Das ist unfassbar. Oh. Wir haben hier ganz kleine Verse bei Hyrule Hyrule. Welch ein gewaltiger, erhabener Anblick, der Tempel der Zeit den Himmel sich erheben zu sehen. Prinzessin Zelda vertraute mir an, dass einst dort der Held erscheinen werde, der Hyrule Rettung bringen soll. Dass jenem Held nütze, meißelte ich meine aufzeichnenden Steintafeln im Himmel schweben sollen. Ich erhielt von den Königs Schwester Minero, hoffen, dass der Held sie dort oben finde, wenn sie den Himmel erhoben. Naja, was halt immer noch nicht ganz verstehe, ist, warum sie halt damals nicht das Masterschwert genommen haben. Also das Masterschwert aus ihrer Zeit, ne? Weil das muss damals schon existiert haben. Um gerade auch Ganondorf und so Einhalt zu gebieten.
Vielleicht hätte Rauru es ja führen können, wer weiß. Ah. Dass wir es mal versuchen, wäre eine Option gewesen, wa? Ich denke jetzt mal den Deku-Wald, den Kokiri-Wald mit dem Deku-Wald haben wir es doch damals schon gegeben. Naja. Ja, wir haben alle. Oh Gott sei Dank, wir haben alle 12. Oder 13 mit dem noch im Spähposten. Hm. Puh. Oh. Rauru, König Hyrules, Minero, das König großer Schwester, Königin Sonja sowie Prinzessin Zelda. Die ich liebte, sind hinfort, sodass ich nun allein dieser Tafel meine Worte anvertraute. Oh. Vom Leben der Königsfamilie zeugen 13 Steintafeln, womit diese Werke die Zukunft aus Bennen gelten soll. Ja, wer ist denn diese Person überhaupt? Alles, was die ich liebte, in diesem Land hinterließen, das, was man sehen kann, auch was nicht. Denke ich an all das, was mir erschufen, dann glimmt der Hoffnung Funke tief in meiner Brust. Ja, das Dunkel, das Volk, wird nicht sein. Schade. Ja. Ah. Aber ich will schon meinen Beitrag leisten. Danke dir, Link, nimm das entgegen. Ah. Oh. Oh. Wir haben alle 13! Unglaublich! Oh. Er hat das komplette Epos übersetzt, was ein erhabener Moment. Ah. Und nicht Müller gewesen, Link. Ja, war auch, war eine lange Fahrt. Nee, ein langer Flug war's. Sonar Forschungsgruppenstoff. Oh, gibt's auch noch. Hm. Der will's ausstellen? Aber bevor wir den Himmel erstmal hinter uns haben, vorne halt gerne mal ein bisschen Boden unter den Füßen. Ah. Nachher das uralte Zeit geschafft. Sehr schön. Bei ihm sonst noch gerade etwas? Nö, wa? Das heißt, wir können auch all die Bilder hier jetzt einfach löschen. Ein paar sind doppelt, das weiß ich. Doppelt hält besser. So. Perfekt. Und jetzt, Freunde, komm, wir gehen da hin. Ne? Ich glaube, das schaffen wir in der Folge noch locker. Zu schade. Was los? Ah, Link. Ah. Du bist auch gerade über den Kranzruinen nach? Uns geht das ganz ähnlich. Ich für meinen Teil kann buchstäblich an nichts anderes mehr denken. Wie gerne würden wir die Ruinen aufs Gründeste untersuchen. Konnte womöglich etwas Neues über Prinzessin Zeldas Verbleib herausfinden? Ja, das war eine Fake-Zelda. Was? Eine Marionette des Dämonenkönigs? Und der Prinzessin Zelda ist weiterhin spurlos verschwunden? Ja. Verschwunden? Ja. Spurlos? Nein. Mit Sacher Wendung. Und doch weiß ich, er würde niemals lügen, Link. Im Nachhinein muss ich auch sagen, dass Prinzessin Zelda, die uns besucht, eine ungewöhnliche Aura besaß. Wenn es also eine falsche Prinzessin Zelda war und sie den Dämonenkönig diente, dann hieße das ja, es muss uns den Zutritt zu diesem schwindenden Kranzruin aus einen Gründen untersagt haben, aus boshaften Gründen. Ist Ruin dem Dämonenkönig vielleicht auf irgendeine Art und Weise ein Dorn im Auge? Womöglich ist das der Grund. Wir müssen sie allerscheinlich untersuchen. Schnell! Jo. Es ist soweit, da steht die Rüstungskrabbe. Beginnen können. Warum? Ist erstmal da hoch. Woran befindet? Welch Dilemma? Ich komme da nicht rein. Wahrscheinlich die Inschriften in dieser Ruine auch gibt. Ja, die haben wir auch schon. Jetzt freigegeben werden. Okay, danke schön. Ich würde sagen, von der Zeit her machen wir das tatsächlich noch. Wäre zwar irgendwie cool gewesen, das in Folge 180 zu machen, aber scheiß drauf. Machen wir in Folge 180 eher etwas in Richtung, ja, wir suchen den 5. Weisen aber richtig. Was ist ganz Kranzruine? Das war dasselbe. Ja gut, die jetzt da hinzugehen, ist jetzt nicht so schwierig, Freunde. Wir haben ja den Deckensprung.
Erstmal natürlich schon mal hier bin, auch hier noch gucken. Guki, Luki, Luki. So. Und jetzt erstmal jetzt wirklich hier drüben, wa? Na, wollte angreifen, ne? Hm. Die Angst vor Hühnern ist berechtigt, Freunde, ne? Ich sage no Queen of Time. So. Ja, also ich meine... So. Dann wollen wir doch mal, ne? Also ein Foto machen. Ich glaube, sonst haben wir hier nicht mehr so viel, wa? Da drüben noch. Ich bin mir sicher, ob er hier überhaupt hin durfte. Jawohl. Sieht dann irgendwie doch wieder vertraut aus. Ja, hier hinten waren wir schon. Na dann. Bin da, wer noch? Sie sind einfach in die Ruine hineingeglitten. Ja, das geht. Vergiss es einfach. Was für ein Blödsinn ich da erzähle. Die eigenen Augen schon mal Streiche spielen. Guck mal, ich habe ein Bild. Guck mal, Bild. Bild hier, Bild schön. Was ist das? Was? Das ist unmöglich. Frau Paya, Herr Kalib. Sehen Sie nur. Herr Kalib, Herr Klipp. Kalib Klipp. Ist das etwa das Innere der schwebende Kranzruine? Fantastisch, man kann die Standhafe klar erkennen. Das ist Sonausschrift eingraviert, wie bei einer anderen Kranzruinen. Herr Tauro, das ist Ihr Spezialgebiet. Also. Zelda, Versprechen, erfüllen. Ich, die weise Mineru. Schlüssel versteckt. Südosten, Vertrauen, Hoffnung. Dämonenkönig zu besiegen. Das ist alles, was er entziffern kann. Südosten. Mir scheint ein Name von jemandem zu sein. Bei dem Teil mit Südosten steht noch etwas, das er nicht entziffern kann. Die weise Mineru ist also ein Name der Weisen? Das stand bisher auf keiner anderen Steintafel. Dass Prinzessin Zeldas Name und Dämonenkönig erwähnt werden, ist auch höchst interessant. Ja, wichtige Information. Was ist noch, Frau Paya? Das ist ein Teil von Südosten. Könnte das nicht Drachenland heißen? Jetzt sagen wir nicht, damit ist das Gebiet gemeint, noch aus dem Vorgänger. Aus Breath of the Wild. Dort hatten wir auch ein Gebiet, das war dort in der Region Faerûn herum, wo es eben diese Drachenstatuen gab, wo man damals nicht genau wusste, was soll überhaupt bedeuten. Drachenland Südosten wieder geben. Ausbezahlt. Okay. Großartige Arbeit. Also, Drachenland Südosten. In Faerûn, der südtropischen Region im Südosten von Hyrule, gibt es einen besonderen Ort. Das ist eine ganze Ansammlung von so einer Ruine aus uralter Zeit erhalten. Oder sagst du jetzt erst? Wenn ihr nicht Ehre sind, auf diesen Ruinen Drachenmotive zu sehen, die man nirgendwo sonst findet. Herr Kalib, Sie schlauer Schwertschnapper. Das ist es, das muss es sein. Schwertschnapper. Die Sona-Ruine in Faerûn. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Inschrift sich auf die Sona-Ruine bezieht, ist äußerst hoch. Fantastische Arbeit, Herr Kalib. Danke, danke, zu viel der Ehre.
Fantastische, ja, danach kann noch irgendwas. Achso, fantastische Arbeit, so war das also. Fantastische Arbeit. Was? Fantastische Arbeit. Fantastische. Hä? Ha. Okay, dazu wäre jetzt irgendwie was falsch gelesen oder so. Wäre ein Witz gewesen. Nun können die Zelda, die wie unsere Prinzessin heißt. Da ist uns wirklich, wie sagen wir in meiner Heimat, was groß ins Netz gegangen. Yeah! Sauber Arbeit, Kumpel. Jo, wir müssen aufbrechen. Aber klar doch, Tauro. Von da aus, ja. Ich habe dort unten eh noch einiges zu tun, wa? Wenn wir ehrlich sind. Also das heißt einiges, ne? Ich meine, wir haben die ganze Karte schon aufgedeckt, schon seit längerem auf der Oberfläche. Aber natürlich noch nicht alles gemacht, weil ich meine, so Todesberg-Region oder auch bei den Zoras ist vielleicht die eine oder andere Sidequest noch übrig, aber sonst haben wir dort alles gemacht. Im Gegensatz zu Hebra-Region und der Wüste, da fehlt noch ein bisschen mehr tatsächlich. Als Vorsteher dieses Dorfs kann ich es nicht verlassen. Mir bleibt nur für den Ball die Rückkehr von Prinzessin Zelda zu beten. Jo, macht das. Gut, Freunde, das heißt, wir machen uns dann nächste Folge da auf den Weg. Aber ich glaube doch, dass ich erstmal offscreen da ein bisschen in der ersten Folge nochmal gucke. Mit den alten Karten im Himmel. Und dann wäre halt die Frage, gehe ich wirklich gerade hier hin und dann weiter gehe ich erstmal wieder hier hin. Im Untergrund, wir haben natürlich ein bisschen was zu tun, gerade hier, wenn es auch um Koga und so geht, der hier oben sein soll. Wobei ich würde dann gerne die ganze Jägergeschichte abschließen, das heißt, ich müsste mir vorher so die komplette Jägerrüstung holen. Ich glaube ja eben, die eine müsste hier sein, die andere war glaube ich hier oben, wenn ich mich nicht täusche. Hier irgendwo oder hier. Einokette. Irgendwie damals, wo wir auch hier oben waren, oder auch mal irgendwie ein Thema oder so war, glaube ich mich zu erinnern, dass irgendwie so die Rede von war, aber naja, wir gucken mal, wa? Weil auch mit Story und so, vielleicht sagen auch irgendwie, nee, komm, machen erstmal noch ein paar Schreine oder suche erstmal noch die Schreine hier auf, die ich schon mal markiert habe. Und die alles möglichst zeitnah zu Ende bringen, weil, naja, okay, ich meine, jetzt haben wir 25 Schreine, Karten, natürlich cool. Schreine selber, insgesamt sind gerade hier nicht mehr. Aber es sind noch keine 152 Freunde, noch lange nicht. Was wir noch machen können, zu Ende der Folge hin, was nicht passt, vom Zeitpunkt her, ist, dass wir die wilde Weisen noch zuweisen. Komm, weißt du was, macht das auch noch. Mein Herzcontainer, wie viele gibt es vielleicht noch, ne? Kriegen wir von Ganondorf einen Herzcontainer? Ich weiß nicht, ehrlich gesagt. Wenn es den 5. Weisen gibt, gibt es sicher auch noch einen 5. Tempel. Dort noch ein Herzcontainer, ja, okay. Aber der Rest wird natürlich durch die restlichen Schreine sein, also da fehlen noch ein paar. Aber ganz ehrlich, das mit der Lebenskraft vom Miasma ist doch langsam durch sein. Wir haben ja eine höhere Gesamtanzahl an Herzen, als wir zu Beginn des Spiels hatten. Was man auch noch machen könnte jetzt wäre quasi die Ausdauercontainer umzutauschen und so, aber ganz ehrlich, warum auch? Ich habe voll Ausdauer, das reicht doch eigentlich. Der tiefe Schwur von Sidon, Weiser des Wassers. Und Mericho genau auch noch. Dann haben wir das auch noch gemacht. Dann fehlt dir wirklich nur der 5. Weise. Wer auch immer es sein wird. Ne? Ich meine, neuer Sonar wird es nicht sein, weil da lebt keiner mehr. Ob wirklich der 5. Weise hier immer noch Mineru ist. Oder aber sie vielleicht doch ihre Pflichten an einen anderen übergibt, wie zum Beispiel einen Sheikah. Paya wird es auch gut dafür anbieten. Das will es mehr, erfahren wir hoffentlich ein anderes Mal zurück bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Aber ja, ich glaube, wenn ich es hinkriege offscreen, dann gehen wir nochmal kurz hier durch und sammeln die restlichen Karten noch fehlen würden. Falls nicht, dann machen wir uns direkt hier auf den Weg. Ne? Ja, wieder mal ein bisschen Story ist nicht so schlecht. Man kann auch hier noch ein bisschen gucken.
Und eben, wir haben hier noch viel, geht doch erstmal eventuell eine Option, wenn ich schon mal hier bin, dass ich vielleicht von hier aus oder so erstmal hier rüber gehe oder von dem Tempel aus schnell hier rüber zu gucken. Wir können dann auch die Quest noch antriggern, weil da war ja noch was. Dass wir dann so rübergehen. Das Ding haben wir auch gemacht soweit. Hier, ja, das Gebiet hier waren wir halt nur recht spärlich. Sind noch anhand der Schreine. Und sogar so, dass ich einmal hier durchgeritten bin mit Epona. Hierhin, weil auch die Höhle... War das sogar das eine Höhle, wo das mit den 3 Riesenbrüdern ist? Da ist noch so eine Sidequest, die fehlt. Da hier Höhlen, wo wir auch nochmal angetriggert haben, noch gar nicht drin waren. Junge, mir fehlen noch so viele, ey. Wieder so ein Punkt, wo ich einerseits denke, hey, cool, es gibt noch viel zu tun. Andererseits denke ich mir, wann ist das Spiel endlich vorbei? Wie so oft im Leben, war ein Geben und ein Nehmen. Gut, genug gequatscht. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.